Herr Paltschaze, wir sitzen hier an der Oos. Das ist ein Flüsschen mitten in der wunderschönen Stadt Baden-Baden. Sie sind Geschäftsleiter des noch recht jungen Unternehmens AMF Oerbel GmbH. Erzählen Sie mir doch mal, wie AMF entstanden ist. Also der Hauptgründer dieses Unternehmens, Arthur Nikitin, er wollte immer Arzt werden. Und seine Mutter hat ihn abgeraten, weil Ärzte zu wenig in Sowjetzeiten verdient haben. Okay. Er ist dann Ingenieur geworden. Und vor 7 Jahren hat er erst in Indien ein Hospital mit einem wissenschaftlichen Zentrum gebaut, wo die meisten Formeln entwickelt worden sind. Ihre erste Produktlinie heißt Ayonova. Zunächst mal, was bedeutet Ayonova? Wir haben mal so einen Werbespruch gehabt, das Beste aus 2 Welten. Und Ayonova ist auch Ayu von alten ayurvedischen Wissen und Nova das neue Wissen. Ja, und wir haben das zusammengebracht, das Alte und das Neue. Was ist das Besondere an Ihrem Produkt? Wenn wir Vitamine einnehmen, die werden nicht so gut von unserem Körper akzeptiert quasi. Also der Körper weiß nicht, von wo die Vitamine kommen. Und durch unsere Pflanzen sind wie ein Wegweiser sozusagen, ja, für den Körper, dass die Vitamine eingenommen werden. Sie haben ja 12 verschiedene Formeln derzeit und eine davon ist die Immunformel. Nach welchen Kriterien ist diese Formel entwickelt worden? Ja. Also die Vitamine, wie üblich, sind es Vitamin C, Vitamin D auch, Zink. Und diese Vitamine werden viel besser in unserem Körper eingenommen mit solchen Pflanzen wie Andrographis Kraut oder Lungenkraut. Andrographis Kraut alleine ist auch ziemlich starke Pflanze, die vor 100 Jahren ungefähr die spanische Grippe gestoppt hat. Jetzt sagten Sie gerade Andrographis Kraut, da habe ich schon Probleme, das Wort richtig zu sagen. Sie haben sehr exotische Zutaten teilweise, auch den indischen Wassernabel und Korallenpulver. Wie können Sie da die Qualität Ihrer Produkte oder Ihrer Zutaten auch gewährleisten? Es gibt viele Hersteller natürlich in Asien, die diese Pflanzenextrakte liefern können, aber wir haben nur die besten ausgewählt, die uns auch organische Pflanzen oder meist organische Pflanzen liefern. Und wir arbeiten daran, demnächst auch die Bio-Zertifizierung zu bekommen, weil Pflanzen, wie gesagt, organisch sind. Nur wegen Vitaminen, da muss man sich noch ein bisschen schlau machen, wie wir das am besten machen. Haben Sie auch versucht, Ihre Produktlinie optisch dem anzugleichen, was Sie mit den Inhalten wollen? Eigentlich ja. An unserer Fallschachtel ist dieses Blümchen. Weidenröschen, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Auch der Name ist sehr schön. Und vor vielen Jahren natürlich auch die Europäer haben was damit anfangen können, ja, haben Tee gemacht. Was halten Sie Kritikern entgegen, die sagen, bei einer ausgewogenen Ernährung brauche ich überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel? Die Kritiker haben vollkommen recht, dass wenn man natürlich ein gesundes Leben führt, ja, braucht keine Nahrungsergänzung. Aber wer kann sich schon sowas leisten, ja, mit dieser ganzen Industrialisierung? Also ich bin der Meinung, wir brauchen es und wir haben auch was Gutes für die Menschen gemacht. Jetzt wollen wir noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht das Jahr 2017 aus? Welche Wege wollen Sie da gehen? Wie wir Ihnen gezeigt haben, wir haben viele Möglichkeiten eigentlich. Ja? Und demnächst wollen wir diese Formen, die wir haben, nach den Studien in flüssiger Form zu machen für kleine Kinder und für ältere Leute, die schon Schwierigkeiten haben, die Kapseln einzunehmen. Und genauso wollen wir eine Kosmetiklinie aufbauen, die auch auf pflanzliche Basis gemacht wird. Okay, das hört sich gut an. Ja. Herr Paltschaze, danke schön für das Gespräch. Ich habe zu danken.